Guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Du sollst nicht töten oder eben das Leben hat Würde. Und das sind ja so wie zwei eigentlich verschiedene Ebenen oder verschiedene Seiten. Und vielleicht geht es dir ähnlich wie mir. Ich habe immer gedacht, du sollst nicht töten. Also wenn ich etwas kann aus der Bibel, dann vermutlich das erfüllen. Aber es war letzte oder kürzlich so gewesen, meine Frau, die hat so eine Art, wenn sie Spinnen sieht, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dann kann sie töten. Und zwar mit dem Schuh in der Hand. Und mir tun die Viecher leid. Und dann habe ich so eine Spinne genommen, habe sie retten, habe so das Fenster aufgemacht, die Spinne so rausgegeben und dummerweise nicht überlegt, dass die Sonne schon den ganzen Tag geschonen hat und dass vermutlich das Blechdach viel zu heiß ist für die Spinne. Und als ich sie dann so losgelassen habe, hat sie sich so verkrümmt und so zusammengeschlurgelt. Elendig gestorben, das Viech. Also wäre besser gewesen, meine Frau hätte sie platt gemacht, wahrscheinlich. Und so haben wir wahrscheinlich der ein oder andere schon immer wieder mal so einen Moment gehabt, wo wir so dem Gebot gleich irgendwie nicht ganz so nachfolgen können. Oder mir ist letztlich kürzlich passiert, ich war auf der Autobahn mit dem TÜV, bin ein bisschen kurz oder knapp dran gewesen, ich wollte unbedingt auf den Zug sollen. Und dann nachher bin ich auf der Überholspur gefahren und habe natürlich darum nicht hinten geschaut oder hinten raus geschaut, weil ich wieder davon ausgegangen ist, schneller als ich will sowieso niemand sein. Und habe spät gemerkt, dass wirklich einer näher bei mir aufgehockt ist. Und dann bin ich natürlich rechts über und dann nachher zeigt er mir noch den Mittelfinger, den er mich überholt. Und das war so ein Moment, wo dann so richtig so das Gefühl aufgekommen ist, dir zeige ich es. Ich bin auf dem TÜV, ich bin schneller als du. Dann habe ich gesagt, nein, da vorne kommt ein Blitzer. Hoffentlich verwischt es den Hype. Oder? Da kann man dann so ganz christliche Gefühle führen. Oder? Und dann bin ich irgendwann im Zug gesessen, immer noch so in Gedanken, so, was zeigt er mir auf den Mittelfinger? Geht es dem eigentlich noch? Das selber ist, oder? Bis ich gemerkt habe, krass. Jetzt bin ich schon 20 Minuten lang, so lange war es etwa her, wo er mir den Mittelfinger gezeigt hat, gefangen mit diesen Gedanken, gefangen von dem eigentlich Schlechten, von dem Bösen. Ich habe dem, weiss ich, was Böses gewünscht. Und ich habe gemerkt, wie es mich so richtig abgezogen hat und wie eben eigentlich mein Leben wie festgesteckt ist. Die Situation, meine Gefühle nicht frei sind, sondern mich gefangen genommen haben. Und so, da könnte man jetzt natürlich auch auf die Ehe überziehen, das könnte man auf unsere Freundschaften überziehen. Wenn wir so unterwegs sind, wie wir es im Video gesehen haben, dann tun wir uns selber gefallen, erstens. Und zweitens eben am anderen auch nicht. Und darum ist das Jesus so ein Anliegen, wir sollen nicht töten. Und darum hat es auch mit jedem von uns etwas zu tun. Sondern wir sollen das Leben würdigen, wir sollen dem Leben Würde geben. Weil durch das Freiheit neu kann entstehen. Aber das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Ich meine, grundsätzlich, glaube ich, habe ich jetzt nichts Neues gesagt. Das ist jetzt ein bisschen einfacher gesagt als gemacht. Oft. Weil wir werden so schnell einfach gesteuert von unseren Empfindungen, von unseren Emotionen, ohne dass wir es überhaupt wahrnehmen. Mir hat es 20 Minuten gebraucht, bis ich im Zug ein bisschen oben runtergekommen bin. Und dann habe ich gemerkt, okay, schon wieder Trägheit. Aber wir können es üben. Ich habe euch hier etwas mitgenommen und möchte euch fragen, was fällt euch da bei diesen 4 Rechnungen auf? Dürft ihr sagen? 7 mal 8 ist falsch. Die 3 sind richtig. Das hätte man auch so gesehen. Genau. Es ist immer so, dass wir oftmals vom Negativen ausgehen. Darum danke vielmals, dass du die richtige Antwort hineingerufen hast. 3 sind richtig. Und wenn wir miteinander unterwegs sind, mit Menschen unterwegs sind und wir sehen immer nur das Negative, dann würdigt das nicht, sondern dann nachher macht das kaputt. Dann ist das auch schon eine Form von Töten. Wir töten Leben. Weil dass wir falsch sind, alle miteinander Fehler haben, ich glaube, das wissen wir. Das sagt uns die Bibel immer wieder. Aber die Bibel sagt uns eben auch, hey, wir haben so viel Positives. Gott hat so viel Positives in uns hineingelegt, das wir brauchen können. Und da müssen wir vielleicht manchmal so ein bisschen wie das uns bewusst machen. Wir sehen vielleicht das Gebot, du sollst nicht töten. Seht ihr, was es ist? Nein. Ich kann euch ein bisschen helfen.
Immer noch nicht? Ein E, genau. Ich hätte jetzt hinten durchschreiben Ente, also noch ein paar Buchstaben anschreiben, dann wären wir vielleicht noch eher darauf gekommen. Aber mir ist das so eingefahren, dass wir oftmals genau so Gebot von Gott anschauen und keine Ahnung haben, was hat er eigentlich damit gemeint. Keine Ahnung haben, was will er eigentlich damit bewirken. Du sollst nicht töten oder allgemein die 10 Gebote. Er hat die uns gegeben zum Leben. Nicht um uns zu beschränken, sondern zum die Fülle vom Leben zu erfahren. Und das ist so der Ansatz auch von der heutigen Predigt. Wir haben auf dieser Seite so die Minusseite und auf dieser Seite die Plusseite. Und wenn das Gebot sagt, du sollst nicht töten, dann geht es um das, dass Jesus möchte, dass wir immer mehr auf dieser Plusseite stehen und nicht einfach nur, was wir jetzt alles noch müssen oder nicht können und nicht dürfen, sondern was er uns möchte ermöglichen, indem dass wir das Gebot annehmen und schauen. Wiederum, es ist nicht einfach und es braucht ein Üben. Ich bin vor 10 Tagen haben wir gerade eine Sitzung mit einem Werk, wo es darum geht, dass wir unsere Zielgruppe neu definieren wollen. Und dann haben wir so ein bisschen herausgefunden oder herausgetüftelt, wer sind unsere Personas, wer sind die Leute, die wir ansprechen möchten, und haben 3 Personengruppen dann definiert. Das eine ist der Pastor. Wir haben gefunden, mal, unsere Zielgruppe ist der Pastor. Der arbeitet viel mit der Bibel, den wollen wir unbedingt erreichen. Wir möchten ihm Inspiration liefern, wir möchten ihm helfen, weil der ist ja immer chronisch überfordert. Der ist chronisch immer zu viel am Arbeiten. Der hat immer so viel zu tun, jedes Telefon. Und dann haben wir das als riesen cooles Plakat gestaltet, haben das nachher vorgetragen. Die anderen haben den Polizist genommen. Der Polizist, so ein Typ, der so richtig auf, wie sage ich jetzt mal, Wettkämpfe steht, wer kann besser schiessen, wo viele im Schichtbetrieb arbeiten, darum vielleicht am Sonntag nicht so in den Gottesdienst kommen oder vielleicht auch nicht so in den Gottesdienst kommen und das noch gäbig ist, das als Ausrede zu brauchen. Da haben wir einfach auch so ein Plakat nachher daraus gemacht und dann haben wir noch eine ältere Frau denkt im Altersheim, die zum Morgen isst, dann wartet, bis es zum Mittag gibt, dann zum Mittag isst, dann wartet, bis es zur Nacht gibt und dann nachher zur Nacht isst, um nachher ins Bett zu gehen. Und wo wir so das am Erarbeiten sind, fällt mir plötzlich auf, wir haben alle Personengruppen negativ formuliert. Wir haben nur das Negative rausgenommen. Und mir ist das wie Schuppen von den Augen gefallen. Natürlich auch, weil ich gerade eine Predigt vorbereitet war, vielleicht noch das Positive. Aber wie oft sind wir so negativ unterwegs? Suchen nicht das Positive der Menschen, um das nutzbar zu machen, um auf sie zuzugehen, sondern sehen nur, was Defizit ist. Wenn wir unsere Programme machen, vielleicht in der Jungschule oder im Teenie oder in der Jugend, sehen wir dort das Positive der Menschen oder was sie alles noch nicht können. Ich habe mir so neu ganz fest über meinen Arbeitsplatz geschrieben, ich predige nicht zu Schäfli, sondern zu zukünftigen Hirten. Das verändert meine Haltung. Das verändert mein Reden, mein Denken über die zulassen. Und das kann man ja auch machen mit den Nachbarn. Was haben die noch nicht, was ich vielleicht schon habe? Was brauchen sie unbedingt? Oder was kann ich von ihnen lernen? Wie kann ich sie würdigen? Wie kann ich so auf sie zugehen? Und ich glaube, das sind ganz wichtige so Mittel, die wir lernen können, die wir üben können. Ich habe 5 Kinder. Der älteste ist 13, die jüngste ist 7. Und ich würde mir wünschen, das wäre einfach so, dass wir das daheim leben würden. Dass es nicht daheim auch so aussieht, dass halt der Älteste findet, du bist der Dümmste und dass der Mittler findet, nein, du bist der Dümmste und sowieso kann ich es viel besser als du. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So dass den einander oben runter machen, so dass diese. Wir waren in der Sola mit der Jungski, also wir als ganze Familie können mitgehen und haben auch mitgeleitet. Und ich bin einmal mehr verschrocken, auch wie die Kinder untereinander umgehen. Wie das einfach so normal ist, sogar in einem Jungskilager, dass man einander oben runter macht. Aber wieso ist das so? Wieso müssen wir das machen? Oder wieso fällt uns das viel einfacher? Müssen wir vielleicht so formulieren. Ich merke, jedes Mal, wenn es mir passiert,
dann nachher hat es vielleicht etwas mit meiner Unsicherheit zu tun und indem ich jemanden kleiner mache als ich selber, mich fühle ich mich wieder besser. Aber da sind wir auf dieser Seite. Da töten wir andere, damit es mir besser geht. Und wenn Gott uns sagt, wir sollen nicht töten, dann nachher, weil er weiss, wenn es uns gelingt, zu ermutigen, dann schaffen wir auch unsere Identität. Weil dann müssen wir wissen, wer wir sind, damit wir anderen sagen können, hey, du bist so grandios, genial. Dann muss ich von mir wissen, wer ich bin. Und damit ich weiss, wer ich bin, da lädt uns Jesus immer wieder ein, in sein Wort hineinzuschauen und zu sagen, okay, komm, ich helfe euch. Und gell, das ist nicht ein neumodisches Problem. Das haben auch die Jünger schon gehabt. Auch die Jünger haben schon Jesus gefragt, hey, wer ist denn bei uns der Größte? Und wie kann man noch die Besten werden? Und wie können wir links und rechts neben dir sitzen, wenn wir mal im Paradies sind? Wie funktioniert es, dass ich möglichst hoch oben bin? Jesus sagt nachher, ich möchte uns das vorlesen. Wie ihr wisst, das ist Matthäus 20, 25, dort. Jesus aber rief sie heran und sprach, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die großen Gewalt gegenüber sie üben. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein oder euer Diener sein. Also wer der Grosse will, der soll dienen. Ja, jetzt gibt es ja aber die Haltung, ja gut, dann diene ich, damit ich nachher gross rauskomme. Und das wäre schon wiederum auf dieser Seite verstanden. Ich mache etwas, damit ich nachher. Und das hat Jesus nicht gemeint. Jesus hat es noch viel tiefer gemeint. Er hat gemeint, dort, wo wir wirklich das Leben würdigen, und wir werden jetzt nicht anschauen, was sind so die Hilfen, wie können wir zu da rüberkommen. Wenn wir das machen wollen, dann nachher machen wir es nicht, weil wir etwas erreichen mit dem, sondern weil wir daran glauben, dass Jesus für uns das Leben hat. Und weil wir in dem Leben frei dürfen sein. Und weil das uns so befreit und uns nachher wirklich macht das den Unterschied nachher zu allem anderen. Aber wir schauen jetzt mal ganz konkret rein in die Situation, wie kommen wir denn da rüber? Und zwar mit dem ersten Todesfall, wo wir in der Bibel, oder mit dem ersten Mord, wo wir in der Bibel lesen können. Der Kain und der Abel, lesen wir im 1. Mose, Kapitel 4. Und ich tue euch das einfach kurz ein bisschen erzählen, wie das passiert ist. Der Kain und der Abel haben irgendwann auf einmal die Idee gehabt, hey komm, wir könnten Gott ein Opfer bringen. Der Kain, er war Ackerbauer und hat ein paar Früchte genommen, ein paar Gemüse genommen, hat das Gott als Opfer gebracht. Und dann ist quasi der Rauch aufgestiegen und es ist nichts mehr passiert. Auch der Abel hat genau die gleiche Idee gehabt und er hat von der Erstling, heisst im Vers 4, genommen, so gerne noch mit dem kostbaren Fett und hat das Beste vom Besten von seinen Herden Gott geopfert. Und dann heisst es wiederum, dass Gott nachher auf den Abel geschaut hat und Freude hatte an dieser Opfergabe, aber an der Opfergabe vom Kain nicht. Und dann ist Kain hässig geworden. Von er schleift es dem dort oben eigentlich. Was soll jetzt das? Wieso nimmt er das Mies nicht an? Und er ist so richtig zornig geworden und Gott hat ihn gefragt, hey, wieso bist du jetzt zornig? Was läuft jetzt bei dir? Wieso wendest du dich von mir ab? Und dann nachher hat der Kain gefunden, was soll jetzt der, du weißt doch genau wieso, und hat innerlich schon den Plan nachher gehegt, um seinen Bruder umzubringen. Und wo sie dann so auf dem Ackerfeld waren, hat er einen Stein genommen und hat den Abel verschlagen. Oder erschlagen. Erschlagen, muss man sagen. Was ist da genau passiert? Oder eben andersrum, wir möchten jetzt nicht auf dieser Negativseite sein, sondern schauen, was können wir denn jetzt Positives machen, damit so Mechanismen bei uns nicht passieren. Auch wir haben ja schon gewisse Sachen einfach mal so durchgezogen. Wenn ihr jetzt an die Töpffahrt euch erinnert. Dann nachher, ich wollte ihn jetzt nicht umbringen, aber ziemlich wüste Sachen habe ich ihm schon gewünscht. Da bin ich ehrlich. Aber wie kann ich jetzt so Momente dann quasi wie nutzen und sagen, jetzt kann ich genau das anwenden, was wir jetzt heute Morgen miteinander anschauen, um eben in eine würdigende Haltung hineinzukommen und das Leben zu würdigen. Ich glaube, das Erste, was wir wie im Text sehen, das ist, dass wir daran glauben, oder dass wir Gott unser Bestes geben, weil wir daran glauben, dass er uns mit dem Besten versorgt.
Also Gott verdient mein Bestes, weil er mich mit dem Besten versorgt. Wenn es heisst, dass der Abel eben das Beste, das Tier genommen hat, dann bedeutet das, es ist das Beste gewesen, nicht einfach irgendetwas, sondern das Beste. Und er hat sein Beste gegeben. Und da ist auch vielleicht die Frage an uns, wo geben wir das Beste oder wo denken wir einfach, ja, das langt schon. Vielleicht bei den Finanzen, bei unserem Einsatz, bei dem, was wir leisten und bringen. Und ich probiere mich da immer wieder selber auch zu überprüfen, bin ich wirklich dankbar? Ich mache viele so Workshops mit Jugendlichen, aber auch manchmal mit Erwachsenen. Und etwas, was ich immer das Gleiche beobachte, ist, wenn ich so eine Skalierungsübung mache. Das heisst, da wäre jetzt 0 und da wäre es 10 und ich sage den Leuten, stellt euch mal dort auf und ihr findet, so feurig bin ich mit Jesus unterwegs. Also 0 gar nicht, 10, yes, come on, wir müssen unbedingt. Wisst ihr, wo sich die meisten immer aufstellen? Ja, was denkt ihr? Beim 5. Schön in der Mitte. Ja, so nicht kalt, aber auch nicht heiß, eigentlich so ein bisschen lauwarm. Wenn ich dann das so reflektiere, merkst du so, oh nein, ich wollte ja eigentlich schon heiß sein, aber manchmal fühle ich mich nicht so heiß. Manchmal bin ich nicht so dreifig unterwegs, dass ich finde. Und ich merke so, genau diese Haltung zeigt uns, sind wir dankbar oder nicht? Sind wir dankbar für das, was Jesus uns schenkt und können wir ihm darum das Beste geben? Oder probieren wir gleich irgendwo durch, noch ein bisschen für uns abzuzwacken? Wir haben diesen Sommer mega gebrötelt und mein Ältester, der hat so richtig Kohldampf, Hunger und sieht das Essen irgendwie neu aus einer anderen Perspektive als früher, wo er einfach immer genommen hat, was ich gebraucht habe. Und so habe ich so ein richtig feines Stück Fleisch gebrötelt, mein Stück Fleisch. Und ein paar andere. Und dann kommt mein Sohn, schaut mir so über die Schulter und sagt so, Papi, das hätte ich gern. Ja, es wird schwierig dann, oder? Wenn du plötzlich merkst, ja, nein, eigentlich ist das meins und eigentlich habe ich gezahlt. Und plötzlich merkst, wo ist jetzt da die Dankbarkeit? Was Gott alles geschenkt hat. Es hat ja genug auf dem Grill. Aber es geht jetzt um meins. Oder? Ich bin sicher, ihr kennt die Gefühle. Ihr kennt das Empfinden. Und ich glaube, es ist manchmal wie auch daran, dass wir dort wie sagen, gut, komm, lass uns üben, dankbarer zu werden. Weil wenn man das übt, hat das immer auch wieder so eine reflektierende Haltung, dass man sagt, okay, cool, Jesus, ich erinnere mich wieder daran, was du alles tun hast für mich. Ich erinnere mich wieder daran, wie grandios das dein Werk am Kreuz für mich war. Wenn Jesus ist für mich, für dich gestorben am Kreuz. Nicht einfach so schnell. Und er hat gelitten, damit wir frei sein können. Frei sein von was? Frei sein eben genau von so einem Moment, wo wir irgendwo festklemmen. Adam und Eva, die haben sich versteckt, weil sie gemerkt haben, ich habe von Gott gesündigt. Ich habe etwas gemacht, was er gesagt hat, soll ich nicht machen. Und darum haben sie sich nachher versteckt. Und das Interessante finde ich, der Adam, wo Gott nachher in den Garten hineinkommt und Gott fragt, Adam, wo bist du? Antwortet und sagt, ich bin da. Ich meine, grundsätzlich, wenn ich mich verstecke, gebe ich sicher keine Antwort. Das wäre ja der Sinn vom Verstecken nicht erfüllt. Sondern dann bleibe ich eigentlich im Versteck, oder? Und ich merke so, genau das ist die Kraft von der Sünde, die Kraft von dem Schlechten, von dieser Seite, dass sie uns zurücknimmt und wir im Versteck bleiben. Aber Jesus hat uns berufen, in 1. Petrus 2,9, dass wir ein Leben haben in der Freiheit, ein Leben im Licht, dass wir die Sachen ans Licht bringen, wo wir merken, da ist vielleicht bei uns noch nicht so gut. Wieso? Weil dann Freiheit reinkommt. Weil dann dein Leben gewürdigt wird. Und weil du selber dieser Würde begegnest, die Gott dir verleihen möchte. Und das befreit. Und darum ist es so wichtig, dass wir rauskommen aus diesen Undankbarkeitsmomenten. Dass wir rauskommen aus dem, ich muss es für mich zurückbehalten, ich muss es für mich nehmen. Und dass wir Gott das Beste geben. Dass wir das vom Abel wie für uns auch in Anspruch nehmen und sagen, nur das Beste hat er verdient. Sag das mit der Gemeinde, sag das mit meinen Finanzen, sag das mit meinen Einsätzen, sag das mit meiner Familie. Ich möchte das Beste geben. Weil das Beste ihn ehrt.
Ich habe am 21.11. haben wir so ein Podium, wo wir mit der FWG Jugend machen, wo es um heiligen Sex geht. Ganz, ganz eine coole Sache übrigens. Wenn ihr euch einklinken wollt, das bieten wir online an. Und in dieser Vorbereitung für das Podium habe ich mit einem frisch verheirateten Ehepaar geredet. Und dann habe ich gefragt, was findet ihr so das Coole an eurer Ehe? So eurer jungen Ehe. Und dann sagt er so mit einem Strahlen in den Augen, sagt so, nebeneinander einschlafen und nebeneinander aufwachen. Und ich denke, das stimmt, das ist schon mega cool. Aber ich mache es schon seit 17 Jahren und habe es irgendwie fast ein bisschen verlernt, um mich darüber zu freuen. Und genauso ist es auch mit Jesus, mit dieser Gnade, mit dem Gnadengeschenk, mit dieser Tat am Kreuz. Wir können das irgendwie dummerweise immer wieder vergessen. Wir können immer wieder vergessen, was das mit uns gemacht hat, wo wir das erste Mal erlebt haben. Wow, meine Schuld ist mir vergeben. Der Petrus sagt in 2. Korinther 13, Vers 5, so, dass wir uns immer wieder überprüfen und untersuchen, ob Jesus Christus in uns wirklich noch lebendig ist oder ob wir einfach nur noch gläubig sind im Sinne vom religiösen Sinn. Dort, wo wir wirklich Christus in uns haben, dort brennt es, dort stehen wir nicht auf ein 5 an, sondern dort sind wir beim 10. Und wenn wir beim 5 sind, merken wir, ich will wieder zum 10, ich will auf diese Seite überkommen. Ich will in dem Leben, in dieser Würde leben, wo Jesus mir gibt. Darum das Erste, schenk Gott dein Beste. Nicht einfach halbpatzig, nicht einfach, dass er auch noch etwas hat, sondern wirklich dein Beste. Und du wirst immer wieder entdecken, wie genial das ist, was er dir geschenkt hat. Und hab keine Angst. Wir müssen keine Angst haben, Fehler zuzugestehen. Paulus sagt auch, wenn gerühmt werden muss, will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Wieso hat er das gesagt? Weil er dort drin immer wieder die Kraft von Gott erlebt hat. Ich habe kürzlich festgestellt, mir geht es zu fest um den Feierabend. Das heisst, wenn ich einen strengen Tag habe, dann komme ich heim, dann reisse ich mich noch irgendwie so ein bisschen zusammen, dann machen wir endlich das Abendritual und dann gehen meine Kinder ins Bett, oder? Dann kann ich endlich das machen, was ich will. Mir geht es zu fest um den Feierabend. Dann habe ich gemerkt, das ist eigentlich nicht richtig. Ich möchte ja eigentlich die Zeit mit meiner Familie, mit meinen Kindern schon auch noch ein bisschen geniessen. Und nicht einfach nur denken, was kommt denn nachher? Was könnte ich nachher dann machen, um ein bisschen oben runterfahren? Dann habe ich das Jesus angelegt und gesagt, Jesus, hilf mir, dass ich nicht immer einfach gerade Feierabend will. Und dann hat das Jesus sehr ernst genommen. Und am nächsten Tag, einen brutal strengen Tag, bin ich am Heimfahren und dann nachher denke ich so, heute Abend machen wir, glaube ich, einen gemütlichen Abend. Ein Gläschen Wein trinken, einen Film schauen, meine Frau im Arm haben, das wäre jetzt einfach gerade so nice. Und dann nachher habe ich mich an mein Gebet erinnert. So blöd, dass ich das gebetet habe. Gell? Aber ich habe mich daran erinnert. Und dann habe Jesus gefragt, okay, ich habe dich darum, hättest du einen anderen Plan heute? Und dann sagt er, ja, du gehst mit deinem Sohn joggen. Und ich so, nein. Nein, sicher nicht, kann ich jetzt mit meinem Sohn gut. Schläft es eigentlich? Das ist ja genau das Gegenteil von Entspannen, von dem, was ich gedacht habe. Und dann nachher bin ich heim und dann nachher habe ich immer so, das ist so mein Vorsatz, den ich mir mal ganz, ganz in jungen Jahren mal gemacht habe, was immer er euch sagt, das tut. Johannes 2, Vers 5 hat Jesus zu die Mutter von Jesus zu den Jüngern gesagt und da hat nachher die Weinvermehrung gegeben, oder das Wasser zur Weinverwandlung, das erste Wunder. Und dann bin ich so heim und dann bin ich zu meinem Sohn und gesagt so, du Joshua, ich habe noch so eine Idee, aber ich weiß nicht, ob sie gut ist, gell? Du willst wahrscheinlich eh nicht. Weißt du, sollen wir zusammen joggen? Ja, sie probiert wirklich so aufzugleisen, dass der Nein sagt. Dann schaut er mich so an und sagt so, Papi, heute Morgen habe ich gebetet, dass wir wieder mal Zeit miteinander verbringen können. Und jetzt kommst du und sagst, ja, komm, wir sollen joggen. Sicher gehen wir joggen, Papi. Das ist super. Bin ich an meine Joggerhose anlegen, dann sind wir da im Wald joggen, dann haben wir dort so einen Weiterparcours gemacht. Und auf dem Weiterparcours machst du so verschiedene Übungen und dann war eine Übung so, wir mussten da anknüllen und dann machst du so die Rückenübungen, dass man da so, oder da die Muskeln da muss trainieren. Dann sind wir dort die Übungen machen und irgendwie so nach 10 Übungen sagt mein Sohn, Papi, das ist ja wie Betten. Komm, wir beten doch noch miteinander. Und dann haben wir im Wald, ich mit meinem Sohn, einfach bettet und das hat mein Herz so berührt. Ich merke, das wünsche ich mir ja eigentlich für meine Kinder, dass sie
Jesus-Beziehungen, Jesus-Erlebnisse machen dürfen. Dass sie nicht einfach, weil sie einen Pastor haben, wissen, was alles in der Bibel steht, sondern dass sie echte Jesus-Begegnungen haben. Weil Jesus ist lebendig. Und ich bin heimgekommen und ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen, aber es gibt keinen Feierabend, der besser sein kann als so einer, der so erfüllend ist. Aber von dem müssen wir lernen, dass es eben nicht darum geht, einfach unser Ding durchzuziehen und für uns zu entscheiden, was das Beste ist, sondern immer wieder unser Beste Jesus zu bringen und zu sagen, hilf du mir, dass es göttlich wird. Dass es eben nicht auf dieser Seite einfach gemacht ist, sondern dass es auf dieser Seite ist. Das ist das Erste, was wir lernen können. Das Zweite, was wir nachher auch sehen, beim Kain vor allem, wo er gemerkt hat, dass Gott das nicht genommen hat, was er ihm gebracht hat, hat er etwas ganz Fatales gemacht. Der Kain ist zornig geworden und er hat sein Gesicht abgewendet von Gott. Ich weiss nicht, kennen Sie das Böckelige von den Kindern? Wenn sie so richtig böckeln, was machen sie automatisch irgendwie? Sie schauen in den Boden rein und stempeln. Und ganz ehrlich, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, das mache ich auch. Wenn ich mich nicht verstanden fühle, da kann ich stempeln und im Boden reinzörneln. Das ist furchtbar. Darum sagt uns die Bibel, wir sollen, Psalm 121, Vers 1, wir sollen unsere Augen aufschauen. Oder wir sollen aufschauen zu den Bergen, woher wird mir Hilfe kommen? Von den Bergen. Und der Blick auf, das ist so wie ein Öffnen von unserem Herz. Wo dann, wie das auch passieren kann, dass er wirklich drin hineinkommt. Und dass eben die Dankbarkeit, die wir vorhin davon geredet haben, das Bewusstsein für das, was er für uns tun hat, oder eben das Beste, dass das wie neu aufgehen und gestärkt werden. Der Blick nach oben. Es ist zugegeben, es ist nicht menschlich. Menschlich, das habe ich gerade in einem Artikel gelesen, sind 3 Verhaltensweisen. Die erste Verhaltensweise ist, wir kämpfen, wenn etwas passiert, was wir nicht cool finden. Dann gehen wir in Fight-Modus. Ich zeige es dir. Wo meine Frau mich kürzlich zitiert hat, weil ich wieder mal etwas nicht gemacht habe, wie es ihr gepasst hat. Ich habe einfach Termine abgemacht, weil ich wusste, sie will wahrscheinlich Nein sagen. Hat sie mich zitiert und hat gefunden, Michi, das geht nicht, das haben wir anders abgemacht. Da kann ich dann schon so anfangen zu fighten. Da könnte ich dann Argumente ins Feuer reinrühren. Weißt du, so richtig. Oder? Das Zweite ist Flight. Auch da kann ich sehr gut. Flüchten, davonfliegen, davonstürmen. Ja, gerade im neuen feg.ch, in der Mittelseite, habe ich so einen Artikel drin. Wenn ihr mehr wissen dazu wollt, leset den. Da geht es darum, dass ich ins Büro geflüchtet bin, wenn wir einmal gestrickt haben daheim. Also Flucht, einfach davonlaufen. Und dann noch das Dritte wäre noch Freeze. Einfach so tun, als ob es mich nicht berührt. Als ob es mich nicht angeht. So von der Tierwelt, ich stelle mich einfach mal tot. Oder? Da rein, da raus, kenne ich bei meinem Sohn im Moment sehr, sehr gut. Das sind so die 3 Verhaltensweisen, wie die Psychologie uns Menschen quasi probiert, ein bisschen zu erklären, wie wir in Situationen reagieren, wenn etwas nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen. Die Bibel sagt, wir haben aber noch eine 4. Nämlich im Glauben zu handeln. Nicht im Glauben einfach theoretisch zu wissen, sondern wie in diesem Moment wirklich im Glauben zu handeln, wenn wir herausgefordert sind. Wenn wir merken, jetzt sind wir so wieder eigentlich nicht wirklich lebenswürdigend unterwegs. Mein Sohn hat irgendetwas Blödes gemacht, keine Ahnung, im Zimmer irgendetwas kaputt gemacht, in den Kasten reingeboxt oder ich weiß auch nicht genau, was es war. Auf jeden Fall ist meine Frau gekommen und gesagt, du musst jetzt das klären. Danach bin ich zu dem Schlafzimmer von meinem Sohn gelaufen und innerlich habe ich alles durchgespult, was für Konsequenzen das alles könnte haben. So Autostaubsaugen, Keller aufräumen, dann Handyverbot, Fernsehschauen-Verbot, dann Jensches ist mir in den Sinn gekommen. Das wäre jetzt so mein Fight-Modus, oder? Ich zeige dir, wer da der King ist in diesem Haus. Und kurz bevor ich die Türen aufmache, merke ich so, Moment, ich habe ja noch die Möglichkeit, im Glauben zu handeln. Dann habe ich mich innerlich aufgerichtet, zum Himmel hochgeschaut und gesagt, okay, Jesus, wie würdest du jetzt handeln? Und dann ist etwas gekommen, was ich jetzt nicht unbedingt hören wollte, aber nachher eben wieder wegen Johannes 2,5 gemacht habe. Jesus hat gesagt, mach heute Nachmittag frei, gang mit deinem Sohn lädeln. Wenn mit meinem Sohn lädeln heisst, wir sind im Mediamarkt Elektrogeräte anschauen. Computer, Fernsehen, einfach all so Zeugs. Da entspannen wir uns wunderbar.
Und ich mache die Türen auf und er hockt so dort im Freeze-Modus, so da rein, da raus, weil er gewusst hat, jetzt kommt wahrscheinlich, er gewusst, hat es eigentlich gemacht. Und hockt so dort, Mauer vorne aufgezogen und erwartet auch Konsequenzen. Und dann schaue ich ihn an und sage so, Elisha, sollen wir zusammen lädeln? Er so, echt jetzt? Und ich so, ja klar, komm, gehen wir. Und dann, wir sind noch nicht einmal im Auto gehockt, hat er mir erzählt, Papi, ich habe heute einen mega Abschiefer gemacht. Ich habe einen 1,5er im Franz. Ich habe mich so bemüht, ich habe so gelernt. Ich glaube, die Schule nützt gar nichts bei mir. Ich gehe, glaube ich, nicht mehr in die Schule. Und hat mir wirklich etwa 10 Minuten lang seinen Frust ausgeschüttet. Und ich habe dann die ganzen 10 Minuten gedacht, Mann, krass, was wäre jetzt rausgekommen? Ich hätte noch eins oben draufgehauen. Anstatt zuzulassen und bei ihm zu sein. Und dann sind wir natürlich lädeln. Und beim Heimfahren habe ich ihm dann gesagt, hey Elisha, das musst du noch sagen, wenn jetzt einfach ich gehandelt hätte, du hättest jede Konsequenzen gehabt. Aber Jesus hat mir gesagt, wir sollen lädeln. Und dann schaut er mich an und sagt so, gell, wir haben einfach so einen guten Jesus. Und ja, das haben wir. Wir haben einen Jesus, der uns das Leben möchte ermöglichen möchte. Der unser Leben möchte würdigen, dass wir würdigen mit dem Leben unterwegs sind. Darum, du sollst nicht töten. Darum, wir sollen unseren Blick immer wieder nach oben ausrichten. Aufschauen, damit er uns helfen kann. In allen Fragen, in allen Themen. Und das Letzte noch, wo ich merke, das ist auch in diesem Abschnitt ein bisschen versteckter vorhanden. Ich weiss nicht, ob du dir die Gedanken auch schon gemacht hast, aber der Abel, der hat ja eigentlich alles richtig gemacht und doch ist er der stirbt. Geht bei mir manchmal dann theologisch oder einfach so von meinem Gottesbild her nicht immer auf. Ich denke immer, ja nein, eigentlich müsste es doch, wenn du alles richtig machst, müsste es doch gut gehen, dann solltest du nicht sterben in dieser Geschichte. Dann hätte ja quasi ein Engel noch eingreifen und keinen stoppen oder wie auch immer. Und das finde ich ganz, ganz einen wichtigen Ansatz, auch in diesem Zusammenhang, wenn es wirklich darum geht, wir wollen das Leben würdigen, wir wollen das Leben oder anderen Menschen die Würde zusprechen vom Leben. Dann geht es nicht darum, dass nachher, wenn wir das machen, uns alles einfach gelingt und gut läuft, unsere Umstände super gut sind. Schauen wir den Josef an im Alten Testament, was der alles erlebt hat. Und rein von seinen ganzen Umständen, er ist verkauft worden, er ist im Gefängnis gesessen, er hat sich immer wieder aufgackert, er hat immer wieder das Gute getan, das haben die Menschen wieder gesehen und nachher ist wieder irgendein Schlag gekommen und dann ist er wieder im Loch gehockt. Man hat ihn vergessen. Rein von den Umständen könnte man sagen, ein gottloser Mensch gibt es nicht. Der ist wahrscheinlich von Gott verloren, darum passiert ihm all das. Aber die Menschen rundherum haben genau das Gegenteil festgestellt. Sie haben festgestellt, Gott ist bei ihm. Und das ist es, um was es geht. Es geht letztendlich, wenn wir das Gebot anschauen, du sollst nicht töten, dann geht es nicht darum, dass unsere Umstände uns steuern sollen, sondern dass es die Beziehung zu Jesus ist, die uns steuern darf. Und dann sind die Umstände nämlich egal. Dann dürfen wir in allen Umständen die Kraft von Jesus spüren und erleben. Und das meint das Leben würdigen. Und da hilft mir immer wieder ein Bild. Und das ist das letzte Wort. Das ist der Triumphzug. Steht in 2. Korinther 2, Vers 14. Da redet Paulus davon, dass wir im Triumphzug von Jesus Christus unterwegs sind. Das heisst so viel, ich weiss nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber vom Fußball her kenne ich das fast am besten, den Triumphzug. Das ist, wenn die Mannschaft gewonnen hat, einen riesen Wettkampf gewonnen hat, dann nachher fahren die so ein mit dem Gar und dann sind Tausende von Fans, die dort stehen und Jesus und dieser Mannschaft zujubeln und das feiern, dass ihre Mannschaft gewonnen hat. Und wenn Jesus oder Paulus davon redet, dass wir im Triumphzug dabei sind, dann sind wir nicht die Fans, die zujubeln, sondern dann sind wir die im Gar heimkommen und über uns wird gejubelt. Und mir hilft das, zu wissen, ich bin nicht drum unterwegs, eben im Sinne von, ich will das Leben würdigen, ich soll nicht töten, weil ich am Schluss nachher mir dafür bessere Umstände erwarte. Sondern es hilft mir zu wissen, ich kämpfe nicht um den Sieg, sondern ich kämpfe als Sieger. Und das macht den Unterschied. Wenn ich kämpfe als Sieger, weiss ich, ich habe schon gesiegt. Ich bin auf dem Triumphzug.
Und für das möchte ich jetzt als Abschluss beten, dass uns das immer mehr gelingt, dass wir das Leben würdigen können, dass wir andere Menschen ermutigen, freisetzen, in dem, dass wir Gott unser Bestes geben, unseren Blick immer wieder aufrichten zu ihm und in dem Bewusstsein unterwegs sind, uns gehört der Sieg. Jesus, und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du gesiegt hast für uns am Kreuz. Wir müssen nicht länger in unserer Schuld, in unserem selbst gebauten Loch sitzen, sondern wir dürfen rauskommen in dein Licht. Und Jesus, ich danke dir, dass du nicht aufgibst und dass es bei dir keine hoffnungslose Fälle gibt. Ich danke dir, dass du uns möchtest ins Leben hineinziehen und schenk, dass wir einfach so einen Moment haben, wo wir immer auch wieder dürfen andere das Leben hineinziehen, dass wir andere dürfen mit dem begeistern. Schenkt uns den Blick nach oben, wenn wir Sachen einfach am Rumböckeln sind, dass es uns gelingt, uns selber zu überwinden. Heiliger Geist, ich bitte dich da um dein Führen und Leiten für jedes Einzelne. Und dass wir dürfen erleben, wie du einfach neues Licht aufgehen lässt in unseren Herzen. Wie wir nicht beim 5 stehen, sondern beim 10 so richtig brennend für dich unterwegs dürfen sein. Jesus, danke, dass wir gesiegt haben, weil du Sieger bist. Und ich danke dir, dass wir mit dir in unserem Alltag sein dürfen, in unseren Ehen sein, in unseren Familien sein, an unserem Arbeitsplatz sein. Und schenkt uns dein Reden, das uns immer wieder einfach rausholt aus dem Negativen und dass wir positiv dürfen im Alltag drinstehen und Menschen das dürfen sehen. Um das bitten wir dich. Amen.